Also wenn ich im Theater genommen werde und die mich behalten wollen, dann werde ich die Polizei disquitieren. Sie sind verrückt. Ich denke nicht. Nicht. Nein. Und außerdem denke ich, dass ich... Naja, Sie müssen sich einfach fragen, dass Sie eine Frau sind. Richtig, das würde ich auch tun. Und Herr Kommissar, ich werde jetzt auch aufbrechen. Nee, Frau Mauer, wenn Sie die Pfannen hier heiß haben, ja, und Ihren Job hier nicht richtig machen wollen, ne, dann komme ich, Kriminaloberkommissar Metzger, und sage, nein, Frau Mauer. Nein, Frau Mauer, und sage, nee, weil Theater zurück und dann ziehe ich Sie einfach vom Voller. Also diese Pfanne kündige ich sofort. Herr Kommissar, ich werde Ihnen meine Dienstmarke und meinen Dienstausweis zukommen lassen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und, falls Sie es genau wissen wollen, der Florian, das ist ein Fuchs. Ich glaube, der hat was mit dem Fall zu tun. Das wusste ich auch schon vorher, Frau Mauer. Frau Schmidtke? Hören Sie mich? Frau Schmidtke, Sie müssen ein bisschen lauter reden. Ich verstehe auch gerade keinen Spaß. Frau Schmidtke! Telefone. Frau Schmidtke! Ah, Schwein! Verrückt, Frau Schmidtke. Stehen die Aktien? Ja, ebenso. Es geht um den Zeugen, den ich ermittelt habe. Diesen Florian. Ja. Natürlich soll er rankommen, Frau Schmidtke. Natürlich. Ja, Frau Schmidtke. Schönen guten Tag. Ja. Guten Tag, Herr Metzger. Ja. Warum bin ich hier? Ich glaube nicht warum. Sage ich mal ja. Es geht um den Fall Windstein. Sie wissen, worum es geht? Ach der, das ist doch mein ehemaliger Regisseur, bei dem ich nie zum Zuge gekommen bin. Das ist ja letztens leider ermordet worden. Traurig ist interessant. Leckeres Mineralwasser für Sie. Ja, gerne. Lecker, lecker. Viel im Abgang. Also, Herr Ichmeier, ich habe Sie im Verdacht, den Herrn Windstein getötet zu haben. Ja. Und zwar hat er Ihre wahren Talente als Schauspieler nicht erkannt und Sie lediglich als Statist ein. Da bin ich aber nicht der Einzige. Das kann überhaupt nicht sein, weil ich war den ganzen Tag mit Freddy unterwegs. Fragen Sie ihn doch ruhig. Freddy, das ist doch hier Ihr fester Freund, oder nicht? Jetzt hat er mal gerade Wasser nicht zahlen nicht. Wasserdicht. Ich zeig Ihnen gleich, was hier nicht wasserdicht ist. Hey! Frau Schmidtke? Das ist ein drittes Mal passiert.
eben auf, keine Getränke mehr für die Zeugen. Ja, bis dann, Frau Schmidt. Adonis! Jakobs, was ist los? Adonis, Beruhig dich. Was ist denn überhaupt passiert? er hat meine Frau und ich glaube, ich muss sterben. Ja, eine Frau ist nicht alles. Verkauf dich doch nicht unter deinem Wert, mein Lieber. Wie meinst du das? Frauen, ja, sind zum Spaß vielleicht. Aber Hauptsache, du hast deine Freunde. Wie mich zum Beispiel. Ich bin dein Mann. Hey, du bist mein Mann? Nein, ich meine, dein Mann. Verstehst du? Ich bin dein Mann. Mich kannst du zählen. Also, ich sitze hier fest. Meinst du, du kannst meine Frau Penelope für mich finden? Ja, klar. Aber jetzt mal wirklich. Wo ist Penelope? Hades hat sie. Das ist der alte Stich. Oh, Adonis, Mann, mach das nicht! Ich bin langsam zur Konkurrenz. Vielleicht sollte ich... Mensch, Adonis, ich dachte, ich könnte auf dich zählen. Ich dachte, du wärst mein Mann. Ich bin dein Mann? Das hättest du wohl gerne. Gut, was willst du denn? Ich rette sie und dafür will ich sie haben. Ja, weißt du, da kann ich sie doch gleich bei Hades lassen. Nur so leihweise? Auch nicht. Also gut. Freundschaftspaar. Nur einen kleinen Kuss und dafür hole ich deine Penelope zurück. Okay, ist in Ordnung. Ich liebe sie doch so sehr. Gut, ich glaube, die Szene ist dann soweit klar. Wir haben ja für heute noch die Aphroditen-Szene. Pause. Oh, das war wieder eine anstrengende Probe, sag ich dir. 7-mal mussten wir den ganzen Mist durchgehen, bis es endlich gepasst hat. Und ich kann jetzt schon nicht mehr, obwohl wir jetzt erst anfangen. Wieso? Macht doch eigentlich Spaß. Wenigstens ist Theo nicht mehr da. Ich weiß nicht. Aljoscha wird langsam genauso wie der. Nee, Theo war so streng, der war manchmal schon richtig komisch. Aber umbringen hätte man ihn ja wirklich nicht unbedingt müssen. Also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Ich hätte das nicht gemacht. Aber ich bin sowieso nicht mehr in seine Nähe gekommen. Er war so blöd, er war so unfair mir gegenüber in letzter Zeit. Gegenüber allen, ja. Bis auf manche Mädels hier. Oh, seine Lieblinge. Ich habe gehört, du warst auch... Das ist schon ewig in 3 Tage, ja. Naja, ich habe jedenfalls diese komische Ida in Verdacht. Die steckert an allem rum. Sag mir einen, der sie leiden kann. Die ist gegenüber allen so asozial, der will ich es auch zutrauen. Oh ja, als wir letztens mal geprobt haben, morgens alle saßen zusammen und ich habe Thorsten um einen Gefallen gebeten, weil ich ihn wirklich für fähig halte. Da meinte sie gleich, ich hätte was mit ihm. Ja, weil sie keinen anderen abkriegt. Genau, ich kann mir die Männer wenigstens noch aussuchen. Vielleicht hatte sie ja mal was mit Theo. Ja, hätte sie wohl gern gehabt. Ja, und er wollte sie wahrscheinlich nicht, das war's. Aber wen ich auch seltsam finde, das ist diese alte Diva. Die hat's doch schon lange nicht mehr drauf. Theo hat ihr doch gesagt, sie sollte sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Aber die ist so von sich selbst überzeugt. Obwohl, nee, die ist eigentlich ganz nett, finde ich. Ich glaube, der scheint trüb. Sie wirkt vielleicht immer ganz lieb, aber innerlich ist sie eine richtige Hexe. Da muss ich mal drauf achten. Ja, die will immer, dass das gemacht wird, was sie will. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt sie gleich einen Ausraster. Ja, stimmt. Obwohl, also richtig böse ist ja nicht. So. Ah, Petra, da bist du ja. Dann können wir gleich anfangen mit der Aphroditen-Szene. Kommt ihr auf die Bühne? Ja. So, alle da? Ja, gut, dann holen wir jetzt die Szene
mein Schatz. Komm, setz dich. Nein, danke. Was macht dein Liebesleben? Ich kann nicht klagen. Ist zwar nicht so extravagant wie deins, aber immerhin. Ich habe gehört, Penelope ist hier. Ja, sie ist da drüben. Schau sie dir an. Ein prachtvolles Exemplar. Unfreiwillig bin ich hier. Unfreiwillig? Quatsch. Zieht irgendwo ein bisschen rum. Von wegen, du hast mich hier gefangen gehalten. Jetzt lass mich endlich gehen. Was sind das hier für Töne, Hades? Ja, wir haben uns etwas gestritten. Ja, bestimmt. Wie ist sie denn hierher gekommen? Ich habe sie abgeholt. Du hast mich entführt. Sie wusste eben nicht, wie sie herkommen soll. Und was ist mit ihrem Gatten? Sie ist fremd. So sind die Frauen. Findest du nicht, die Liebe sollte ihre eigenen Wege gehen, ohne dass jemand dazwischen funkt? Quatsch, sag mal, welchem alten Weltbild hängst du denn nach? Heutzutage ist das so. Schau dich doch mal selbst an. Heute hier, morgen da, jetzt den, in 10 Minuten den. Ja, das bin ich, Aphrodite. Du bist aber eine Frau. Alle Frauen sind so. Penelope aber gehört nun mal zu ihrem Mann. Der hat sie doch nicht verdient. Ach, und womit hast du mich verdient? Ich bin Hades. Ich bin groß. Ich bin sportlich. Ich bin gut aussehend und intelligent. Aber ich liebe dich nicht. Jetzt lass mich ja nicht gehen. Dass du mich nicht liebst, daran lässt sich etwas ändern. Aphrodite, du weißt schon, würdest du bitte so einen klitzekleinen Liebeszauber? Nein, ich finde, die Liebenden müssen von alleine zusammenkommen. Ich möchte, dass du sie freilässt. Was würde dabei für mich herausspringen? Dass die Liebe siegt. Die Liebe ist dein Fachbereich. Meiner ist der Tod. Du könntest jede haben, du könntest jede andere nehmen. Aber ich will sie. Warum? Ja, warum? Wenn ich es mir so recht überlege, ich will dich nicht hier. Also du spinnst ja. Außerdem bin ich nicht deine Nichte, sondern deine Tante. Dafür siehst du auch noch ganz reizend aus. Nicht so wie deine Schwester, Atropos. Jetzt lass mal diese verworrenen familiären Angelegenheiten beiseite. Mit dir tue ich es auf jeden Fall nicht. Verwandt oder nicht. Jetzt stell dich doch nicht so an. Du machst es mit deinem Bruder und was weiß ich mit noch wem. Warte, Kannst du auch mit nicht. mir. So mit mir zu reden, Freundchen. Nein, mit dir nicht. Und erst recht nicht, bevor du Penelope freigelassen hast. Wenn du sie freilässt, bekommst du von mir, was du willst. Aber nicht mich. Du bekommst 5 Jungfrauen. Also, lass mich frei und lass mir meinen Willen. Und ihr. Und lass den Gatten glücklich sein. Das ist schon in Arbeit. Ich habe eine Abgesandte, die dafür sorgt, dass ihr Gatte ein schönes Leben hat. Also, Afro, was spricht denn mit schön dagegen? Also, du spinnst ja total. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du und ich... Du weißt, dass ich alle meine Männer liebe und alle meine Männer mich lieben. Und du hust ja einfach so in der Gegend rum und machst die Frauen unglücklich. Genau. Euch mache ich sicherlich in einer einzigen Nacht glücklich. Ich biete dir eine Wette an. Wenn es Olympiakos gelingt, sagen wir mal in den nächsten 50 Jahren, in mein Reich zu kommen, dann... Lässt du beide frei? Wenn es ihm aber nicht gelingt... Er wird es schaffen. Wenn es ihm aber nicht gelingt, woran kein Zweifel besteht, dann verbringst du mit mir eine Nacht. Du sagst die Wahrheit? Du lässt sie frei und belästigst danach weder sie noch mich? Was heißt denn hier belästigen? Wir sind doch verwandt. Du weißt, was ich meine. Also, du belästigst danach weder sie noch mich? Abgemacht. Hand drauf. Okay, gut, Schluss für heute. Also ich muss sagen, Dich mache ich erstmal frei. die Neuen machen sich gar nicht so schlecht, vor allem Eckbert und dieser Hannes, obwohl der ein bisschen seltsam ist, muss ich sagen. Ja, die müssen natürlich noch etwas Routine bekommen und sich noch etwas eingewöhnen. Aljoscha, sag mal, wie kamst du eigentlich auf die Idee, Hannes eine Frauenrolle zu geben? Ich weiß nicht. Ich finde, das passt zu ihm. Ist das persönlicher Sarkasmus? Ich weiß nicht. Er ist mir jedenfalls lieber als gewisse weibliche Personen hier, die immer nur ihre künstlerischen Ambitionen herausstellen wollen. Sie meinen ja wohl nicht etwa mich. Aber natürlich nicht, meine Liebe. Sie sind doch eine wahre Künstlerin. Endlich weiß das mal jemand zu würdigen. Als ich damals an der Schaubühne gearbeitet habe mit Peter Stein. Ich muss ja immer noch sagen, ich fand sie immer noch am besten als Kleopatra. Das war meine Glanzrolle, das stimmt. Oh, vor allem das Kostüm. Oh, Nicola, das müssen wir uns auch mal zeigen. Die Jüngeren hatten ja nie die Chance. Ah, Florian, bist du mal wieder da? Ja, ich bin auch hier.